Wunderschön. Da ist der Stil. Einen wunderschönen Montag, Nachmittag euch allen. Hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Wie ihr seht, bin ich heute mal wieder mit dem Cyril da. Hi Cyril. Hörst du mich? Was gestresst? Da bist du. Was? Der Nico sieht gestresst. Also, Moment, wir kämpfen noch mit technischen Problemen, aber hallo miteinander. Der Nico war währenddessen, also in der letzten Woche, beim plastischen Chirurg und hat sein gesamtes Gesicht anpassen und die Haare gefärbt und so weiter, gell? Nicht wahr? Okay, ich sehe gerade. Okay. Hört ihr mehr Leute? Nur damit der Nico ein bisschen klötzeln am Dienstag. Kleiner Moment. Anscheinend hört Cyril mich nicht mehr. Das ist natürlich eher suboptimal. Vorher hat er mich noch gehört, was sehr komisch ist. Das ist schön, ja. Ich weiss nur nicht, wann ich reden kann, weil Steffi... schau jetzt habe ich etwas Hörst du gehört. mich jetzt? Hoi. Hey, so weird. Ich habe jetzt kurz mein Mikrofon rausgenommen und wieder genau das gleiche drin da. Und vorher hast du mich nicht gehört. Technik, Magic. Leute. Technik, ich sage nichts. Manchmal, unglaublich. Ja, aber das ist ja gut, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Ja, genau. Zuerst mal, hoi Flaru, hoi Martin, hoi Sharkly und der Essi ist auch da, Sally miteinander. Salut zusammen. Nein, ich habe vorhin gesagt, Nico ist letzte Woche hat er sich beim plastischen Chirurg eine Gesichtsanpassung unterzogen und ist außerdem beim Coiffeur gewesen, sich die Haare gefärbt. Endlich sieht er mal schön aus. Genau. So sieht es aus. Anständig, ja. Und die Haare sehr weit abgehauen, umgefärbt, absolut. Diät gemacht, bin leider nicht mehr so bufft, aber... Also Diät gemacht, einfach nicht mehr Sport. Sport, ja genau. Ganz viel Salzstangenbrezel gefressen, Wasser reingefudet, richtig. Said you tried, put it off and on again. Ja, genau, das habe ich selber gemacht, Nico. Fleru. Ich habe einfach genau die gleiche Quelle nochmal ausgewählt und dann ist es gegangen. Ja, es leben die Couch Potatoes, gell? Die Beste. Ja, genau. Also ich muss zugeben, ich war ja sehr Couch Potatoig unterwegs letzte Woche. Ihr habt sicher mitbekommen, letzte Woche hat kein Podcast stattgefunden, beziehungsweise kein Gaming News Stream. Und auch ich konnte am Freitag nicht streamen, weil ich eben krank war. Und durch das, dass ich krank war, konnte ich euch auch nicht darüber informieren, dass der Troy Probleme hatte mit seinem Streaming-PC und durch das nicht streamen konnte. Ja. Darum hat es letzte Woche ein bisschen mager ausgesehen mit Streams. Jetzt weiss ich nicht, Cyril, ich höre mich bei dir im Mikrofon. Hast du die Lautsprecher an? Natürlich. Okay, ich kann das lösen. Das wäre super, weil sonst gibt es bei der Aufnahme des Podcasts ein mega Problem. Natürlich. Danke vielmals. Und ja, sorry, wenn ich ab und zu ein bisschen im Hüsterle bin. Ich hoffe, es stört nicht zu fest. Weil, ja, wie gesagt, ich bin krank gewesen, ich bin immer noch so ein bisschen kratzig im Haus. Aber hey, worry. ich habe Link's Awakening, das Remake, wieder angefangen. Das ist fantastisch. Oh, was? Wirklich? Ja! Das Jahr, wo ich damit aufgewachsen bin. Ja, aber Schnaps. Ja, Schnaps hilft vielleicht, wer weiß. Also Link's Awakening, muss ich zugeben, ich habe das Original nie gespielt. Das habe ich leider verpasst. Aber also das Remake haben sie ja wirklich ganz, ganz herzig herbekommen. Das muss man wirklich lassen. Das ist so schnuggelig geworden. Aber noch tricky. Also da merkt man schon, dass Games früher schon ein bisschen schwieriger, komplexer waren, als sie mittlerweile sind irgendwie. Findest du nicht auch, Cyril?
Mal, ich stimme Ja. dir da zu 100% zu. Manchmal hast du einfach nicht gewusst, wohin. Und dann Ja. bist du die ganze Zeit im Kreis gelaufen, oder? Hey, so ist es mir Ah, jetzt wirklich ein paar Mal schon gegangen, wie Link's Awakening. Dass ich wirklich nicht gewusst habe, woher, wo muss ich jetzt weiter? Und klar, du hast mhm. zwar so die Eckli, die Telefonhäuschen, wo du kannst fragen kannst. Dann gibt es irgendwie einen Hinweis, aber du hast keine Ahnung, wie du dort herkommst. Und dass du Ja, zum Beispiel diesen einen spezifischen Busch musst wegmachen und dort drunter kommt eine versteckte Stege führen, die dich auf die andere Seite vom Fluss führt. So Sachen. Oder herrlich. da findest du so einen scheiß Schlüssel einfach nicht. Du hast keine Ahnung, wann er ist. Und die Hinweise sind so schwammig, dass du wirklich nicht weiterkommst. Ah, das ist herrlich. Hast du schon die Item-Quest auch schon aufgenommen, wo du immer wieder musst Items eintäuschen musst? Ja, ich habe jetzt die zweite tatsächlich. Es gibt ja mehrere. Die erste war ja mit recht früh schon gerade mit den Bananen und dem Haarschleifli und so. Beziehungsweise die Yoshi-Figur. Mit der Yoshi-Figur fährt sie an. Die kannst du ja recht früh schon machen. Ja, ja, genau, ja. Mag mich erinnern. Und die zweite fährt ja näher an bei Dings im Zoodorf. Oder wie das heisst. Ich weiß nicht mehr. Bei den Tierli. Ja, eben, also weißt Also du, es ist so lange her. irgendwann kommst du mal einen Stock über und den Stock drehst du einfach mit dir um und du hast keine Ahnung, für was der Ja, gut ist. ja, Und dann kommst du auch wieder ja. ins Zoodorf und dann Mhm. merkst also es hat so einen Bär, der seinen Bäreneintopf will Ja, kochen. ja, So, ja, ja, ja. ich kann nicht weitermachen, weil ich keinen Honig habe. Und du weißt natürlich genau, wo der Honig ist. Und ja, und dann genau, geht die Ja. zweite solche Tauschquest los. Und jetzt habe ich eine Ananas. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit der Ananas machen soll. Interesting. Ja. Weiß ich auch nicht mehr. Ich mag mich nur noch an die Meerjungfrau erinnern, aber ich sage nicht mehr dazu. Okay. Also ich habe es ja dann schon gespielt, wo es erschienen ist. 2021 ist es, glaube ich. Ja. Dann habe ich es Ui. gestreamt. Aber es ist gleich auch schon wieder so lange her, dass ich mich an die Details nicht mehr erinnere. Mhm. Und darum habe ich gefunden, jetzt ist mal wieder Zeit, um das wieder zu spielen. Eigentlich Ja. würde ich auch noch fast lieber, muss ich zugeben, A Link Between Worlds nochmal spielen. Aber das ist halt auf dem 3DS und das schießt mich ein bisschen an. Ich weiß nicht mal, wo meine ist im Fall. Das ist das Allerschlimmste. Aber ich habe das nicht gespielt. Warte jetzt mal, A Link Between Worlds, wie hat das ausgesehen? Es ist mega gut. Also es ist wirklich, Okay. wirklich, es beruht auf der Map von Legend of Zelda, also auf dem Original Ja. Zelda-Game. Und Mhm. es ist wirklich mega gut. Ja, Super. also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber eben, der Monitor ist so klein und alles doof. Aber hey Leute, Chat, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Was habt ihr so gemacht am Wochenende? Habt ihr uns vermisst letzte Woche? Oder gar nicht, dann wartet Oder gar einfach nochmal nicht, auf genau. Nico. Ja, wahrscheinlich, genau. Übrigens, das kann ich jetzt an dieser Stelle noch schnell ankündigen. Am Schluss sage ich es dann sicher auch noch mal. Aber bevor wir in den Podcast starten, auf jeden Fall, möchte ich euch noch schnell mitteilen. So, ja, wir haben heute die 50. Episode. Das müssen wir natürlich auch ein bisschen feiern, genau. So wie der Cyril das gut vormacht. Da wir aber da ich letzte Woche krank war und leider nichts organisieren konnte, verschieben wir, und ja, wir haben natürlich ein Giveaway für euch geplant, verschieben wir das natürlich leider auf nächste Woche. Aber nächste Woche gibt es ein kleines Giveaway hier im Podcast-Stream, so zur Feier des 50. Dingsbums. Ah nein, warte schnell, stimmt nicht. Cyril, wieso korrigierst du mich nicht? Wir haben gesagt, wir machen es im Discord. Im Discord machen wir das? Ja, das heisst, wir Okay. müssen es auch im Podcast in dem Fall erwähnen. Oh, das darf ich dann nicht vergessen. Uiuiui. Ja gut, dann haben wir jetzt genug Vorlaufzeit, dass die Leute auch mitmachen können, oder? Absolut. Hä? Also gut, also wir machen das im Discord und dann können wir, genau, okay, perfekt. Mann, da habe ich doch die Idee habe ich dir doch vorher noch erzählt, wieso habe ich es schon wieder vergessen? Ja, heute habe ich eine Szene wie ein Sieb, Steffi. Ja, hey, hör Die auf, Hälfte ich geht gehe. gerade wieder raus. Also, heute bin ich wirklich keine Hilfe. Aber das ist nicht gut, du musst doch hier mit mir den Podcast aufnehmen, dann musst du mir schon ein bisschen eine Hilfe sein. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe Gut. meinen Tee jetzt fertig. Leider ist es kein Kaffee mehr, aber ja, Ja, vielleicht hilft ich habe meinen Tee hier neben mir stehen, haben wir vorher noch einen frischen Pot gemacht. Ja,
hoffe, dass das... Und ich habe noch so ein bisschen Multivitamin-Tabletten genommen und so. Also, in der Hoffnung, dass ich Wow. noch ein bisschen fit werde heute. Und Mal jetzt schauen, ob noch es so Monster Energy wirkt. Drink auf Ex und dann Oh fliegst mein du die Gott. Decke durch. Nein, also Energy Drinks habe ich zum Glück keine hier rumstehen. Also ich hätte im Kühlschrank, aber bin nicht so Fan davon. Und kalte Mhm. Getränke, wenn man ein Halsproblem hat, sage ich mal, ist vielleicht nicht so das Schlauste. Der Tee Mhm, wird habe ich gehört, kalt. ja. Martin, nein. Also mein Tee wird sicher nicht kalt. Der ist so schnell weg. Der hat gar keine Möglichkeit zum kalt zu werden. Ja gut, dann würde ich meinen, wird es Zeit für... Podcast. Ja, jetzt habe ich mir schnell... So, jetzt ist gerade ein Gedanke. Kennst du das, wenn du am Reden bist? Dann kommt dir so ein Gedanke in den Kopf und du musst Ja. nachher schauen, ob der jetzt... also, weißt du, ich habe ja vorher einen Tweet gemacht und jetzt ist mir gerade so, ist der Tweet raus? Ich habe ihn noch gar nicht retweetet, weißt? Und dann bist du am Reden und während du am Reden bist, kommt dir das so in den Sinn und du bist schon voll so abgelenkt von deinem eigenen Gedanken. Ja, und eben genau. Und dann stehst du selber im Weg und dann Ja! hast du den anderen Gedanken verloren und Ja! es wird einfach nicht besser. Genau so ist es. Aber yes, dann würde ich doch meinen, dann fangen wir doch an. Was meinst du? Mhm. Bist du ready? Ich würde sagen, ready, ja. Und du wie üblich die Einleitung und dann übernehme ich nachher mit dem Dann ersten würde ich Thema, oder? sagen, dann müssen wir jetzt noch Audacity schnell starten. Ja, läuft bei mir schon mal. Läuft, okay. Und also noch abzählen, 3, 2, 1, klatschen. Ist gut? Ja. Also 3, 2, 1. Gut. Also, ja, denkt dran, Leute. Wenn der Podcast, also während wir den Podcast aufnehmen, können wir nicht so gut auf eure Kommentare und eure Dings eingehen. Aber machen wir dann alles nach dem Podcast-Aufnahme. Noch im Stream, don't worry. Also, bis später und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Dann muss ich schauen, dass ich im Haus noch schnell ein bisschen frei bekomme. Mhm. Du dich noch geschwind Ja, aushusten. gerne voll. Also, dann fange ich nachher an mit dem Intro. 50 Folgen Buff Crit Loot. Wahnsinn. Uns gibt es schon seit über 50 Wochen und ja, also wir haben natürlich die eine oder andere Woche gehabt, wo wir ausgefallen sind, zum Beispiel letzte Woche, wo ich krank war. Sorry an dieser Stelle. Aber jetzt sind wir natürlich da für euch und ja, wir haben wieder ganz viele coole News für euch in petto. Bevor wir aber mit dem anfangen, würde ich ganz gerne noch schnell euch mitteilen, dass wir bei uns im Discord zur Feier der 50. Episode natürlich ein kleines Giveaway starten. Ihr könnt dort genau nachlesen, was ich wo, auch was es zu gewinnen gibt und so weiter. Der Link für die Discord ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Kommt unbedingt dort vorbei und dann macht dort beim Giveaway mit. Die Teilnahme geht etwa so eine Woche und nach einer Woche entscheiden wir, wer gewonnen hat. So, also zu unseren Themen. Wir haben Sons of the Forest, wo gerade super krass am Hypen ist und unglaublich viele Kopien innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft hat. Es ist ein neues Civilization angekündigt worden, offiziell. Resident Evil 4, das Remake, hat ein Special Demo-Plan, das schon gleich rauskommt. Der Farming Simulator 23 ist für Switch und Mobile bestätigt. Gibt es auch schon bei uns im Shop zum Vorbestellen übrigens. Und was wir auch noch mitbekommen haben über das Wochenende, es gibt ein neues Herr der Ringe, beziehungsweise es gibt eine Fortsetzung zu Herr der Ringe. Das sind unsere Buff-Themen. Im Crit haben wir einen rachsüchtigen Fan, der ein Aufbauspiel aus dem Steam Store löscht. Richtig fies. Am Schluss haben wir natürlich auch noch ein bisschen Loot. Da schauen wir in erster Linie drauf, was für Highlights im März im Gaming so bei uns im Shop sind. Der Cyril hat auch noch mal etwas im Bereich D&D. Und natürlich an dieser Stelle
Hallo Cyril, schön bist du da mal wieder. Freut mich sehr. Hallo. Hoi Steffi, freut mich auch mega, mega groß. Und Happy Birthday in dem Fall zur 50. Folge. Yes, Packe happy geschaut. birthday. Ja, freue mich unglaublich. Wir haben ja heute ein bisschen also den Schwerpunkt auf Horror gesetzt. Und Hey, das ist ja gar schlimm, nicht eins, hä? schlimm, nein, null. Aber hey, ich habe schon fast gehofft, dass ich wieder über Zelda reden kann, gell? Aber es ist leider doch Mhm. nur daraus geworden. Einfach, um es schnell ein bisschen an dieser Stelle zu erzählen. Jemand hat in den Raum geworfen, was, wenn Tears of the Kingdom die ganze Zeit falsch ausgesprochen worden wird und es tatsächlich Tears of the Kingdom wäre. Und es wäre halt dann nicht Tränen des Königreichs, sondern Risse, und also so Spalten des Königreichs. Was eigentlich noch ganz gut hat passt, ich bin aber die der original japanische Titel anschauen, hat er direkt übersetzt und dort steht effektiv Tränen. Also ja, darum habe ich das Thema wieder müssen verwerfen. Aber es war spannend gewesen. Ah, sehr schade. Das hat eigentlich super gepasst. Ich Gell, meine, habe ich wann auch haben wir das gefunden. letzte Mal gehabt mit so zwei Welten? Twilight Princess, wo so wirklich krass so die Ein dunkle Link, und die helle Welt war, ein oder? Link Between Worlds ja eigentlich auch. The Legend of Zelda, Ja, das Original, hast auch zwei Welten. Also es hätte in meinen Augen so gut gepasst, wenn es Tears of the Kingdom wäre. Aber ja, no, man kann nicht alles haben. vielleicht gibt es noch einen Plot-Twist. Man, wer weiß. Wer weiß. Es wäre gut. Also ich bin echt gespannt. Anscheinend gibt es ja einige Charaktere, die man schon kennt, die ein Comeback haben. Aber da will Hm. ich jetzt nicht spoilern. Ich habe mich selber auch nicht wollen lassen spoilern. Es sind nämlich ein paar Spoilers auftaucht online, aber da habe ich Zelda viel zu gern, als dass ich mich dort spoilern will. Ich will es wirklich selber erleben. Ja. Ja, weit ums Internet drumherum rudern, heisst es da. Hm? Exakt, genau. Ja, dann würde ich sagen, dann fasst doch du gerade mit dem ersten Buff-Thema an. The stage is yours, Horror is yours. Ich bin froh, dass du die Themen übernimmst. Danke vielmals, Steffi. Ja, in Horror dort fühle ich mich einfach daheim, zumindest was Yes. Filme anbelangt. Bei Gaming muss mich aber ein bisschen dazu zwingen, aber es ist doch ein Genre, wo sehr, sehr viele immer mehr in den Bann zieht. Und so war das auch damals bei The Forest, wo sicher ein paar von euch auch gespielt haben. Du auch, Steffi? Nee, gell? Niemals. Eben, gut, okay, da haben wir es. Ja, ich habe das auch mal gezockt. Was ist es? Es ist ein Survival-Horror-Game, kann man so gerade ein bisschen zusammenfassen, wo man mit dem Flugzeug abstürzt auf einer Insel und dann dort hat es halt so komische Kreaturen, Menschen, Kannibalen, wo einen daran hindern wollen, dass man die Insel richtig erkundet und überhaupt lebendig wieder davon wegkommt. Und das hat jetzt einen Nachfolger bekommen, nämlich letzte Woche am Donnerstag, 23. Februar, ist der Nachfolger Sons of the Forest rausgekommen. Und das hat richtig gecashert dort in der Kasse, nämlich 2 Millionen Games sind innerhalb von den 24 Stunden gerade verkauft worden. That's a lot of Unglaubliche Zahlen. suns. A lot of sons. Ich frage mich, wo sind Daughters? Ja, Oder? sag's nicht. Wo ist da Gleichberechtigung? Aber okay, es sind halt nur 10. So wie ich einen Trailer gesehen habe, ich habe es leider noch nicht angespielt, hat es auch nicht wirklich viele Frauen drin gehabt, aber im ersten Teil hat es die auch gehabt. Also ich gehe nicht davon aus, dass man die da unterschlägt. Anyway, es ist mega gut aufgegriffen worden bei den Spielern. Es hat schon über 49'000 Bewertungen. Aktuell heute, bevor ich mal schaue, auf Steam gehabt, sehr positiv. Ungefähr 410'000 aktive Spieler momentan. Also hat richtig, richtig Anklang gefunden. Und die Leute stürzen sich darauf, wie damals schon beim ersten Teil. Mag mich noch gut erinnern, ist das auf Twitch bei allen auf und ab gespielt worden, weil es hat auch Multiplayer. Also bis zu 4 Spieler können dort gleichzeitig sich auf die Insel wagen. Und ja, wie fängt das Ganze an? Ähnlich wie im ersten Teil, nicht mit einem Flugzeug, aber mit dem Helikopter. Wir stürzen ab auf dieser fremden Insel. Und ja, dann heisst es zuerst mal Häuser bauen, oder? Zuerst mal den Wald abholzen und sich ein kleines Vorbauen, ein Lagerfeuerchen installieren und das immer auch schön nachführen und hoffentlich mal schnell der erste Bogen oder das erste Messer, weil in der ersten Nacht dürfte es dann auch schon ziemlich gruselig werden.
Ganz interessant auch, die Insel im neuen Teil ist viermal grösser wie die vom ersten. Also man hat ein bisschen mehr zum Erkunden. Für die den ersten Teil gespielt haben, es wird auch hier wieder so ein bisschen Secrets geben, zum Entdecken. Höhlen, wo man sich eigentlich gar nicht runterwagen will, aber trotzdem muss, weil sonst kommt man ja auch nicht vorwärts. Was mich persönlich sehr, sehr positiv stimmt, ist das Wettersystem, das dynamisches. Also es hat alles irgendwie Einfluss aufs Überleben. Wenn es zum Beispiel schneit, so in den nördlichen Regionen, dann ist Wasser knapp, Tiere sind vielleicht knapp und so. Das finde ich eigentlich ein cooles System. Das drängt einem natürlich dann auch ein bisschen dazu, ja, während der Tage, wo die Sonne scheint, alles ein bisschen zu sammeln, zu horten und dann, wenn es halt ja, kniffliger wird, das Ganze wieder aufzubrauchen. Auch schön, es hat eine verbesserte künstliche Intelligenz bei den Gegnern. Die sind jetzt nicht mehr so hohl und säckeln einfach die ganze Zeit auf einem zu. Sondern ja, die schleichen sich auch mal von hinten an oder warten oder rotten sich zusammen. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, was heute einfach braucht. Eine gute künstliche Intelligenz, dass nicht einfach nur alles Kanonenfutter ist. Steffi, oder Games, wo einfach nur durchrennst, ausser das heisst irgendwie Doom oder Serious Sam, ist eigentlich langweilig, oder? Du willst schon eine Herausforderung haben. Ja, also ich bin auch der Meinung, wenn du natürlich eben einerseits eine kleine Story hast, eine kleine schöne, wo du etwas erlebst in einem Game, erstens, und zweitens halt wirklich auch ein bisschen, ja, ein gewisser Schwierigkeitsgrad um ist, wo du auch ein bisschen challenged wirst. Ja, das macht das Game meiner Meinung nach halt schon aus. Eben genau. Weil ich habe dich gesehen, du hast gerne so die Games, die auch mal ein bisschen knackiger sind. Ja. Wenn jetzt das Genre nicht so passt, aber ich freue mich, dass man da ein bisschen dran geschafft hat. Auch etwas Tolles, man kann neu graben mit der Schaufel, ein bisschen ja, im Erdreich rumbuddeln. Und natürlich kann man das Ganze dann auch ergänzen noch mit Bauten. Also wenn man sich irgendwie will, so einen Burggraben ausheben, kann man das theoretisch machen. Und es gibt Technik jetzt, also richtige Technik, nämlich einen 3D-Drucker, der einem hilft beim Craften. Wie bitte? Man hat einen 3D-Drucker in einem 3D-Drucker. Survival-Game. Ja, ja, also natürlich, ich wollte das nicht zu viel spoilern dort durch, aber man craftet den Drucker nicht selber. Das wäre ein bisschen schwierig, dass man das dort dann alles auf der Insel findet mit ein paar Stöcken und Einfach Blättern. gerade sagen, hä? Ja, aber es gibt dort extrem viele neue Optionen, was man sich kann craften kann, was einem auch weiterhilft, was einem neue Gameplay, also Playstyles ermöglicht. Und ich bin gespannt, was die Spieler so herausfinden, was man alles kann abusen quasi. Also, wer Gamer etwas können, Sachen finden zum Abusen, ja, das hat zum Beispiel eben, also ja, sorry, wenn ich immer wieder mit dem Zelda-Beispiel komme, aber Breath of the Wild Immer hat das gerne. wirklich wunderschön aufgezeigt, wie die Leute dort teilweise sich Sachen ausgedacht haben und die Game-Mechaniken wirklich schon fast abused haben, ja, um sich gewisse Vorteile zu erschaffen. Das ist aber super spannend, wenn man das kann, wo dann kann man so unglaublich kreativ werden. Und ich finde, das ist eben auch einer der durchaus bereichenderen Teile, sage ich jetzt einmal, von einem Game. Wenn man eben auch ein bisschen sich kreativ kann ausleben kann und nicht einfach stier A, B, C, D und so weiter. Genau, ja. Und ich denke, für die nur dann ein bisschen wollen, sich mit dem Crafting auseinandersetzen und vielleicht eben den 3D-Drucker ausprobieren und, und einfach eine ruhige Zeit haben und ein bisschen Häusle bauen, dort hilft es sicher auch, da wenn man dann den friedlichen Modus aktivieren und die Monster ausschalten. Natürlich ist es dann kein Horror-Survival-Game mehr, sondern nur noch Survival-Game, wo man nur noch gegen Hunger und Durst kämpft und ein bisschen für sich anbauen kann. Geht sicher ein Teil vom Kern von dem Spiel verloren. Aber dafür können es die Leute, die eben sich nicht wollen, mit diesen Kannibalen auseinandersetzen, dann auch spielen. Weil es ist Ja, wunderschön geworden.
Ich wollte sagen, einerseits ist die Grafik natürlich relativ geil, andererseits muss ich schon auch sagen, es gibt ja mittlerweile so wahnsinnig viel so Grusel, Horror, Survival-Games. Also wie unterscheiden sie sich noch voneinander, erstens? Und zweitens, also ja, wieso sollte ich jetzt Sons of the Forest spielen und nicht eben irgendwie ein Valheim oder so? Aber wenn ich natürlich den Gruselmodus abstellen kann, der ist vielleicht sogar eben für solche eine Überlegung wert, die gerne Survival haben, aber nicht gerne Horror. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ja, Und cool. vom Survival kommen wir eher zu einem wirtschaftlichen Faktor, Yes. wo du wirst abdecken, Steffi. Du, es hat auch mit ist Survival zu tun. Du musst immerhin deine Zivilisation dazu bringen, dass sie in dieser harten Welt überlebt und nicht eingenommen wird durch Krieg oder irgendwelche Religionen oder ja, wirtschaftlich zerstört wird. Das ist auch ganz, ganz essentiell. Ja, mhm. um welches Game geht es? Es geht natürlich um Civilization. Hast du auch gespielt, Civilization, Cyril? Ja, gehört zu meinen meistgespielten Spielen, Schon definitiv, ja. gedacht. Das ist nämlich ein Aufbauspiel. Sehr ein gutes, schon relativ also älteres, würde ich jetzt sagen, Aufbauspiel. Es ist jetzt 2016 ist der 6. Teil schon rausgekommen, also Civilization 6. Und also ich weiß nicht, wie viel, du hast sicher auch schon so der zweite, dritte, wenn nicht sogar der erste Teil gespielt, nicht? Leider nicht, nein, ich habe recht Okay. spät dazu gefunden. Ich habe das 5 noch gespielt. Oh Ähm, Gott, aber das habe ich super gefunden. das 5 ist super, es ist einfach nur auch ein harter Einstieg. Also beim 6. das ist schon sehr ein bisschen, ich sag mal, die Einstiegsschwelle ist recht weit abgesenkt worden, würde ich jetzt behaupten. Im Vergleich zum 5 zumindest. Okay, Hast du das nicht so spannend. empfunden? Ehrlich gesagt nicht. Nein, mir hat es gedacht, dass das 6 so vollgeladen ist mit so vielen verschiedenen Sachen, dass Mhm. mir der Wechsel vom 5 zum 6 recht schwierig gedünkt hat. Ja, tatsächlich. Okay. Ja. Aber es ist ein mega geiles Aufbauspiel und aber es geht wirklich darum, dass du dir eine Zivilisation aussuchst. Du kannst Fantasie-Maps dir auswählen oder halt die reale Welt. Du kannst auch schauen, dass der Spawn-Point eigentlich der Zivilisation entspricht, wo du ausgewählt hast. Also wenn du zum Beispiel Ägypten spielst, der Start ist natürlich in Ägypten. Ja, hat natürlich gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Aber wenn du jetzt zum Beispiel aus Ägypten im Amazonas würdest starten, hast du natürlich mehr Nachteile als Vorteile. Aber das kannst du natürlich auch machen als gewisse, ja, wie sagt man, Spielmechanik, Zusatzschwierigkeitsgrad. Aber Ja, ja, ja. ich meine, why not? Gibt sicher so Challenges. Also Und ich finde es halt mega interessant, weil eben die Zivilisationen sind ja auch darauf ausgerichtet, dass sie dort spielen, wo sie die Heime sind, oder eigentlich mit schon, ja. Ägypten. Vorteile hast, wenn du bei der Wüste halt in der Wüste bist und Ja, dann das hat stell dir das vor, du eigentlich bist schon auch plötzlich im seinen Sinn. Amazonas. Dam, dam, Dum, dum, dam. dum. Genau. Aber hast du gewusst, Ja. dass es auch Civilization-Turnier gibt? Wo dann ein Match wirklich so bis zu 10, 11, 12 Stunden kann dauern. Ein einziges Äh, Match. wow, nein, Ja. das habe ich nicht gewusst. Ich verfolge nur G8-Gipfel jeweils. Rocket Beans, aber sonst nein, wirklich Jetzt nicht weisst du gewusst. es. Also ich habe mich wirklich recht tief dort eingegraben. Es ist wirklich, wirklich Mhm. crazy. Ich habe es lange auch nicht gewusst. Aber Civilization 6 hat tatsächlich eine sehr aktive E-Sports-Szene. Tatsächlich Wow. auch ein Schweizer, der das sehr, sehr gut mit dabei ist. Ja. Den habe ich mal Boah. interviewt. Das war fantastisch. Aber um zur eigentlichen News zurückzukommen, ist ein neues Civilization bestätigt worden. Also offiziell von den Entwicklern ist ein neues Civilization angekündigt worden auf Twitter, wo dann jemand gefragt hat, wer jetzt die Quelle ist effektiv der Sid Meier selber. Also das Game heisst ja Sid Meier's Civilization. Und der Sid Meier ist eben der, der das erfunden hat und er ist anscheinend auch die Quelle. Also das ist wirklich fix. Also es ist nicht ein Gerücht oder irgendetwas, sondern es ist wirklich Tatsache. Das Game wird es geben. Mehr weiss man aber leider noch gar nicht dazu. Einfach, dass sie an einem neuen Game dran sind.
Es hat gleichzeitig Umstrukturierungen gegeben im Entwicklerstudio. Der Jake Solomon, also er ist Creative Director von XCOM und auch Marvel's Midnight Suns zum Beispiel, der hat nach über 20 Jahren das Team verlassen. Creative Director vom neuen Civ-Teil wird jetzt der Ed Beach. Der hat schon mehr als 15 Jahre an diesen Civilization-Titeln gearbeitet und ist jetzt auch zuletzt der Leiter vom Design von Civilization 6. Also ich kann mir vorstellen, wenn er natürlich dort auch wieder mit an Bord ist, dass es wieder ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Vielleicht auch von der Grafik her wieder ein bisschen mehr so im Comic-Style. Das würde mir auch nicht stören. Mir persönlich hat der Stil sehr, sehr gut gefallen. Er war halt auch ein bisschen bunter als das Fünfi. Das Fünfi ist so ein bisschen trister gewesen. Findest du nicht auch, Cyril? Irgendwie? Ja, es So ein ist bisschen schon nicht braun so alles. brühlich gewesen. Gell? Ich glaube, mehr so ein bisschen der Realitätsaspekt, den man dort verfolgt hat, ja. Ja, das ist so ein bisschen das Historische irgendwie, weiss nicht, so ein Mhm. bisschen die alten Maps und so, wo man auf Papyrus und Pergament und so geschrieben hat, weißt du? So ein bisschen an das hat es mich irgendwie erinnert. Ja, ja, ja. Aber Aber ist ja auch, anscheinend, mhm. sorry, sag. Äh, ist ja aber auch eben extrem wichtig. Also ich meine, du hast ja auch Civilization gespielt, oder wenn das Spiel schon weit vorgeschritten ist, muss man es ja immer noch gut können lesen. Und ich finde, das hat 6 Jahre super gemacht mit dem Grafikstil. Ich denke, das ist sicher auch noch so eine Überlegung gewesen, die dort reingeflossen ist, dass man es gut kann Durchaus. lesen kann. Durchaus. Ja. Ja, es ist Mhm. also die 6 meiner Meinung nach wirklich ein wahnsinnig ausgeklügeltes Civilization. Fast schon ein bisschen too much, meiner Meinung nach, manchmal. Also, wenn man so eine entspannte Runde hat schon spielen, dann hat es meiner Meinung nach schon fast ein bisschen zu viel an verschiedenen Möglichkeiten gehabt und so weiter. Aber gleich hat es mir jedes Mal wieder das Hemd genommen. Und nur noch eine Runde, nur noch eine Runde, nur noch eine Runde. Das Schlimmste. Horror, ja. Aber ja, anscheinend, und jetzt habt ihr fest, anscheinend, und das hat wirklich der Twitter-Account von Civilization selber tweetet, wird auch der Sid Meier selber wieder am Projekt beteiligt sein. Wow, top. Mega. Grosse Nummer. Das lässt doch Total. viel erhoffen eigentlich, oder? Durchaus, ja, finde ich so. Das Einzige, was jetzt natürlich ist, wie schon gesagt, man weiss noch nicht wirklich viel über das Game. Abgesehen davon, dass sie announced haben, dass sie an einer neuen Civilization dran sind, weiss man noch nicht. Und die ganzen Medien und alles, was ich ein bisschen recherchieren, alle so, ja, Civilization 7 ist bestätigt, es wird Civilization 7 kommen. Aber niemand hat von Civilization 7 geredet. Es ist einfach von einem neuen Game geredet. Also, von allem, was wir wissen, könnte es theoretisch auch sein, dass es einfach ein Mobile-Game wird. Oh nein, bitte. Also bitte. Hey, you Entschuldigung, never aber know. bitte nicht, wirklich nicht. Hey, ich bin bei dir. Ah, Aber überleg mal, Civilization 6, okay, klar, es gibt es schon jetzt eine Weile, und zwar irgendwie 6,5 Jahre. mhm. Aber sie haben ja immer die Pass und immer die Erweiterungen und immer Ja. neue Sachen, die sie gebracht haben in letzter Zeit. Mhm. Und ich frage mich halt so ein bisschen, also entweder wird es ein bisschen wie Sims, dass sie mega viele neue Sachen bringen, gleichzeitig am neuen Game arbeiten und Mhm. halt dann wie so einen Hardcut haben. So plötzlich hört es auf mit Civilization 6 und es gibt halt eine Civilization 7. Oder sie ziehen Civilization 6 mit all diesen Erneuerungen und Leader Passes und was alles Neues immer an DLC noch wird dazukommen. Sie ziehen es jetzt einfach wieder eine Never-Ending Story weiter. Stattdessen gibt es ein Mobile Game. Also durch das, dass wir wirklich noch nicht mehr Infos haben, können wir wirklich nicht davon ausgehen, dass es ein 7 ist. Okay, aber was würdest du dir persönlich wünschen, Steffi, was Hey, es für eins wird? Cyril, das habe ich eigentlich dich fragen. Okay. Also, Ja. ich muss zugeben, also gut, bei dir, also ich habe dich etwas anderes fragen, ich dich fragen, was wünschst du dir von einer Civilization 7? Da kannst du schon mal ein paar Gedanken machen. Aber Mhm. also ich muss zugeben, nein, ich will kein Mobile Civilization, weil Civilization ist so komplex und genau das ist es ja das, was eine Civilization ausmacht. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein guter Mobile-Titel wäre. Und
es gibt zwar auch Sims und so weiter auf dem Mobile, aber I can't. Ich habe es mal probiert. Es ist einfach so mit einem kleinen Bildschirm. Und du Mhm. spielst ja sehr sporadisch nur. Wenn du dir mal Zeit nimmst, zum Civilization zu spielen am PC, du weißt einfach, du bist 3-4 Stunden dran. Und das machst du mit einem Handygame nicht. Da bist du vielleicht mal 10-15 Minuten dran, wenn du irgendwie im Bus unterwegs bist oder keine Ahnung, mal eine halbe Stunde auf dem Sofa chillst oder so. Aber das passiert ja eher selten, dass du dir wirklich Ja. regelmäßig Zeit nimmst, um am Handy etwas zu gamen. Darum hoffe ich wirklich, dass es ein 7 gibt. Ja. Dito, ja, um deine Frage noch zu beantworten. Also ich finde es einerseits ein bisschen schwierig, zum irgendetwas zu predikten. Also wir haben jetzt wirklich Steinzeit bis Zukunft gehabt. Ich würde mir wünschen, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr kann in die Zukunft gehen und wirklich andere Planeten besiedeln, dass es quasi wie so eine Fusion gibt vom klassischen Civilization mit dem Civilization Beyond Earth, wo nicht mal rausgekommen ist, wo wirklich in Space quasi auf anderen Planeten gespielt hat. Ich wünsche mir, dass es eine bessere KI gibt, wo wirklich auch ein bisschen gescheiter agiert, außer jetzt gerade irgendwie im God-Mode, wo du einfach so viele Nachteile hast, beziehungsweise der PC so viele Vorteile, dass es dann schwieriger wird. Aber ich finde es aber ein bisschen schade, wenn man extrem am Anfang muss eigentlich die anderen zuerst wegmachen und dann möglichst schnell go taggen, also go forschen und dort die Forschungssiegpunkte reinzuholen und beim anderen ein bisschen spionieren und dem die wegzunehmen. Und viele Games spielen sich dann halt zumindest gegen PC ein bisschen in die Richtung und vielleicht eben das Balancing noch ein bisschen mehr Kultur und so ist aber gerade ein bisschen unter uns Gefühl, obwohl ich das ganze coole Siegbedingungen finde, dass man das noch ein bisschen mehr balancen und ein bisschen das Augenmerk noch dort drauf legen und nicht das Hauptaugenmerk halt eben auf, ich sage jetzt mal, meistens ist es Tech, also Forschung oder Krieg, Militär. Ja, wobei mit Religion kannst du auch üble Sachen anstellen. Das Ja, kann auch aber interessant sein. hast Aber das Spielen selber mit Religion ist super lame. Also es ist wirklich, ja. es fängt nicht. Also, du musst die ganze Zeit deine Apostel durch die Weltgeschichte jagen, that's it. Also es ist, und die Leute bekehren. Und ja, es fängt nicht so, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber ja, ich bin ganz bei dir, vor allem wenn es um Zukunftsszenarien geht. Beim Civilization 6 ist es ja im Moment so, wenn du in der Zukunft angelangt bist, dann kannst du ja einfach nur noch einfach eine Rakete nach der anderen in Dings schicken, ins Weltall. Du hast da die Mhm. super Mech-Roboter, wo du ärgert sofort, also wirklich instant die ganze Welt einnimmst. Aber es wäre wirklich so cool, wenn es dann noch weitergehen würde, wenn man eben dann auf diesen Planeten selber auch wieder könnte eine neue Welt starten, also neue Städte aufbauen. Und das würde ich wirklich mega feiern, also ein bisschen mehr der Science-Fiction-Aspekt. Ja, den fände ich auch ganz Genau, toll. ja. Mhm. Wobei das Spiel dann natürlich noch länger würde gehen, oder? Ja, Das hilft dann dem das auch nicht, aber natürlich. Mhm. was ich noch möchte einwerfen, jetzt im Civilization 6 hat ja, also ist schon ein paar Monate her seit dem Update, aber sie haben, was ist das, dass die Forschungsbäume, gibt es eine Mhm. Option, dass man die kann randomisieren kann. Und dann weißt du nicht, was du als nächstes dort in diesem Baum rein erforschen. Oh Das finde ich noch eine nein. coole Änderung. Das, Nein, Horror. ja, Nein, ich das brauche die sollte absolute unbedingt von Anfang an Kontrolle. drin Hallo? sein. Steffi, hast du nicht gerne Kontrollverlust? Nein, überhaupt nicht. Wer hat das schon? Hallo? Ja, Darum wahre habe ich Worte. Glücksspiele auch gar nicht gern. Mm, kommt drauf an. So mal Nein, einig jetzt nein. in Vegas mal. Doch der grosse Hebel, Ja, Steffi. ich habe einmal mal ein Quarter Einmal. reingelassen und einen Button gedrückt und that's it, dann habe ich die Lust verloren. Okay. Gotcha. Nein, aber auf jeden Fall, es gibt ja, also im Sommer, im Juni, findet ja die E3 statt. Und ja, hoffen wir mal, dass es dann News gibt, was genau, also wo das wird hergehen mit Civilization. Ja, ich sage jetzt mal nicht 7, sondern einfach mit dem nächsten Civilization Game. Mhm. Hoffen wir, dass sie uns dann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir Ja, drücken alle Däumen und sagen ja. auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, back to Horror.
Yes, mit Nach dem kleinen Resident Evil 4. Lichtblick geht es wieder ab in die düstere Horrorwelt. Yikes. Da wo ich mich daheim fühle. Oh. Du auch kein Resident Evil gespielt, Steffi? Nein. Nein, nein, okay, gut. Ja, Resident Evil 4 steht am Horizont. 24. März kommt es ja raus. Und Demo ist bestätigt worden. Nur noch leider kein Datum. Dort müssen wir noch ein bisschen zuwarten. Aber eben weil der Release jetzt schon in einem Monat ist, nicht einmal mehr ganz, dürfte die jetzt ziemlich bald rauskommen. Und ja, ich werde sicher anzocken dort mit der Demo und dann mal schauen, wenn ich mal wieder Zeit habe, das Resident Evil 4 endlich mal durchspielen. Ich habe es damals nur auf, was ist denn das gewesen? Echt auf der Wii U oder Wii sogar, ganz, ganz schlimmste Grafik. Wie? Ich würde sagen, yes, es geht. Yes, Grafik. ja, es ist noch auf dem Gamecube rausgekommen, Steffi, auf dem Sogar? Gamecube. Ja, weißt du, wie lange Schon ist das so her? alt? Ah, krass, okay. Es ist mega alt, ja. Ich müsste jetzt auch gerade schön schauen, wie alt das wirklich ist. Ich dachte, das ist erst gerade vor kurzem rausgekommen, irgendwie, so gefühlt. Was haben wir denn da? Ja, Ha. 2005. 2005 ist es rausgekommen. Ah, gut, ja. Ja. Ich denke, da kann man schon mal ein Remake machen. Vielleicht hier auch mal noch eine kleine Erklärung. Ich glaube, das wird öfters mal ein bisschen verwechselt. Was ist überhaupt das Remake? Da gibt es noch Port und Remaster und so. Genau. Dass man noch so einfach in die Weiten des Internets rausgerührt. Ein Port ist einfach, wenn man es vom einen Spielsystem ins andere transferieren. Ein Remaster ist Verbesserung von Grafik und Steuerung in der Regel. Und dann haben wir jetzt, wie hier bei Resident Evil 4, ein Remake, also von Grund auf das Spiel neu entwickeln. Das heißt natürlich auch, dass gewisse Elemente oder auch das Story-Element angepasst werden, sich verändern. Man hofft dann natürlich, dass es besser wird als damals das Original. Klingt leider nicht immer. Gerade das Resident Evil 3 zumindest nicht ganz so gut angekommen. Also schon immer noch top. Aber ich glaube, die Fans haben sich doch ein bisschen mehr erhofft von einem Remake. Gerade wenn man es 2 anschaut, wo halt eine riesige Fanbase hat. Gerade auch im Speedrunning-Genre. Die ganzen Speedrunners, die das immer wieder spielen. Ganz eine grosse Community dort. Und Resident Evil 4 ist halt, ich sage jetzt mal, der Meilenstein gewesen. Einerseits von Resident Evil, andererseits im Survival-Horror-Genre von dieser Zeit. Gamecube hat damals, also Passig auf dem Gamecube hat damals bei Metacritic 96 Punkte eingefahren. Sehr, sehr weit oben. Und ja, was gibt es jetzt für Änderungen? Oder Remake muss nicht alles gleich bleiben. Und da haben sie auch sich dran gesetzt und gedacht, okay, was ist nicht so cool gewesen, das haben die Leute nicht so gerne gehabt. Und dazu hat zum Beispiel die eine Sequenz im Kampf gegen Krauser dazu gehört mit diesen Quicktime-Events. Steffi, wie stehst du zu Quicktime-Events? Findest du das toll? Sag schnell, was ist Quicktime-Event? Das ist so eine cinematische Zwischensequenz, wo du musst Buttons drücken, also jetzt X und dann R1 und dann musst du dich so durch die Szene durchkämpfen, oder God of War hat das öfters gehabt. Ja, aber God of War nicht gespielt. Ich glaube, ich habe noch gar nicht wirklich Szenen... Heavy also, Rain. Ja, ich glaube wirklich noch nie wirklich Games gespielt, die das hat. Okay. Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber ich bin nicht sehr Fan davon, vorgängige Buttonsequenzen müssen nachher zu drücken. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gerne. Ich spiele sehr intuitiv. Also, bei mir ist wirklich, aber auch darum kann ich zum Beispiel gar keine Fighting Games. Das liegt mir null, wo dort musst du ja die Reihenfolge einhalten und so weiter. Und Genau. auf das habe ich keinen Bock. Ich will intuitiv können spielen. Darum bin ich nicht so Fan davon. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde Quicktime-Events selber auch nicht so toll. Es gibt so 2 unterschiedliche Sachen. Damals God of War 3, glaube ich, ist ja auch recht in der Kritik gewesen wegen dem, weil man aktiv hat müssen irgendwie den Monster den Kopf abreißen, indem man X gesmashed hat auf dem Controller. Das ist einerseits jetzt heute
etwas Cooles, also nicht die Szene an sich, oder? Aber das hat die halt ein bisschen mehr ins Game reingebracht. Und da gibt es Quicktime-Events wie bei Heavy Rain, die sehr storylastig sind, wo es dir dann halt nicht weiterbringt, wenn du jetzt in einer gewissen Abfolge zuerst Kreis X, R1, L2, was auch immer drückst. Dann stört es wie so ein bisschen der Ablauf. Und natürlich hat man als Spieler auch nicht gerne, wenn einem die Kontrolle ein Stück weit entrissen wird, und man nicht mehr direkt steuert. Oder? Und da hat man jetzt ein bisschen Abhilfe geschafft. Es gibt jetzt beim Krauser einen Echtzeit-Messerkampf. Und dort tauchen zwar immer noch so ein bisschen Buttons auf, aber eigentlich nur noch zum mit dem Messer dann in Echtzeit reagieren. Oder? Es ist immer noch ein bisschen gescriptet. Wir werden dann aber sehen, wie das Finale nachher am 24. März oder allenfalls in der Demo aussieht, aber es ist kein reines Quicktime-Event mehr. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Änderung. Das haben auch viele Fans sehr bemängelt gehabt. Und damals ist sicher eine der schwächsten Szenen gewesen. Ja, ich meine, es ist ja gut, wenn sie auf die Spieler und ihre Fans hören. Das können sie natürlich besser machen. Und ich glaube, Gamers sind Gamers sind sehr eine anspruchsvolle Zielgruppe, das ist durchaus so. Aber wenn sie natürlich dann mal zufriedengestellt können werden, dann sind sie die grössten Fan. Und das ist natürlich, ja, das kann man natürlich erreichen, indem man auf seine Fans hört. Ja, und das sieht man ja immer wieder an so vielen Beispielen. Ich nehme jetzt eins aus einem völlig anderen Genre, aber halt eines der besten Beispiele, Final Fantasy XIV, also das Online-MMO. Damals ja gelauncht, richtig Grotte gewesen. Und dann ist der Yoshi gekommen und hat gesagt, so, jetzt umkrempeln, wir machen alles komplett anders. Und er hat die ganze Zeit bis zum heutigen Tag auf die Community gelost. Und das, ja, der Erfolg spricht dafür ihn. Und darum, ja, eben, die Entwickler, je näher sie mit den Fans, mit der Community zusammenarbeiten, desto besser wird es auch, denke ich, am Schluss. Ja, schlussendlich ist man ja als Community auch ein bisschen stolz, wenn man kann sagen, hey, die Entwickler hören auf uns. Also, weißt, dass man dort ein bisschen auch mit Stolz, also mit noch mehr Stolz das Spiel halt auch spielt. Weil Ja. ja auf einem gelost worden ist. Dann unterstützt man es halt auch ganz gerne. Also, es ist das Gehen und das Nein eigentlich, ja. Ja, und das Gern, das Neck merkt man noch bei einem weiteren Aspekt. Etwas, was auch von den Fans bemängelt worden ist, ist, dass man die Ashley, da die kurzhaarige junge Blondine, immer hat müssen babysitten, und die ist also so schwach gewesen, und man hat noch einen Lebensbalken gehabt, man hat müssen schauen auf sie und wieder heilen und so weiter und so fort. Der Lebensbalken ist jetzt fort. Jetzt hat man eigentlich nur noch einen optischen Indikator, und zwar wird sie nach einer gewissen Zeit niedergeschlagen. Und wenn man ihr dann nicht aufhilft, dann kann es sein, dass sie eben halt umgebracht wird. Ui. Nimmt ein Hat bisschen das weg. Konsequenzen für den Rest des Spiels? Weiss man das? Es ist fertig, ja. Ah, du musst nicht von vorne anfangen. Also, Nein, das ist schon nicht von vorne also musst du die aber Mission halt, von vorne anfangen. Also ja, darfst sie genau. nicht sterben. Also. Okay. Die Ashley musst du halt schon an diesen Punkten mitnehmen, weil die gehört halt fix zu der Story. Leon und Ashley, dort sehr ein weirdes Duo, sage ich mal. Aber eins, wo halt die ganzen Fans mega gern haben. Und es gibt natürlich noch viele andere Charaktere, die wir wieder dürfen sehen. Und ich hoffe, es gibt noch ein paar extra Arcs drin, weil es gibt neue Sidequests. Die bieten ein bisschen mehr Content. Es gibt so kleine Missionen, die man kann annehmen kann, wo man dann irgendwie Puzzles muss lösen oder spezielle Gegner suchen und so. Also es gibt noch ein bisschen mehr zu tun und zu machen in Resident Evil 4 im Remake als damals im Original. Und das ist ja schon bei den letzten Remakes gut angekommen. Ich denke, vielleicht gibt es dort noch ein paar so Character Arcs, die noch ein bisschen ausgebaut werden. Die Hoffnung ist dort Noch ein bisschen mehr doch. Teufel. Das ist doch schön. Ich Genau, habe ja. gerne Games, wo die Geschichte so ein bisschen tiefgründig ist. Das finde ich super. Ja, und Resident Evil hat ja mega tolle Charaktere. Ada Wong zum Beispiel, eine von den Top-Charakteren, die es gibt, wo immer noch ein bisschen. Also, man findet sie einfach
super toll, es ist so wie Nikita, oder? Femme fatale, einfach badass. Zwischendurch Nice. weisst du, ist sie auf deiner Seite oder nicht. Und dort immer Perfekt, das coole hat man doch Sprüche drauf. gern. Genau, ja. So muss es sein. Nicht immer so Und ich, die Made in Nöten, die immer gerettet muss werden. Das ist doch langsam ausgelutscht. ja, eben, du brauchst auch mal wirklich so knallharte Frauen, wo dir sagen, was durchgeht, oder? Tipptopp, bin ich auch dieser Meinung. Gut. Ja, und darum hoffe ich, dass die vielleicht dort noch ein bisschen ausgebaut wird. Was auch interessant ist, Kämpfe werden ein bisschen schneller und authentischer, weil der Leon kann sich jetzt beim Schiessen normal bewegen, er kann hechten, er kann sich ducken, den Angriff ausweichen und mit dem Messer parieren. Ähm, Ist auch nötig, weil die Ganados, also Plural von Ganado, das sind ja die bekehrten Menschen dort, die auf einen zurennen. Die sind jetzt noch ein bisschen aggressiver, gehen taktischer vor, tun sich zusammenrotten und spielen natürlich auch ihre Masse dann entsprechend aus. Sind auch viel schneller geworden und dann ist der Kampf in Resident Evil 4 im Remake nochmal ein bisschen dynamischer und spannender gestaltet. Wie das genau wird, werden wir nachher dann mit der Demo sehen. Ich hoffe, die kommt ganz bald raus. Und dann können wir auch ein bisschen schauen, was gibt es sonst noch alles zu entdecken. Angeteasert worden ist auch noch ein verbessertes Crafting-System mit neuen Ressourcen, wo man dann neue Gegenstände wird können craften. Und auch es gibt eine neue Währung noch, wo man beim Händler dann entsprechend kann eintauschen kann. So in seiner dunklen Kutte, vielleicht hast du den auch schon mal gesehen, Steffi, das ist so eine Meme-Figur, oder? Also, what are you Kann gut buying, sein. what are you selling? Oh Gott. Hat immer den gleichen Spruch gemacht. Und ich kann das nicht leider nicht nachmachen, aber das war top gewesen. Ja, und noch das Letzte, es gibt noch so ein bisschen wie einen Stealth-Modus, wo man kann sich vielleicht Encounters entziehen, darum schleichen und gewisse Passagen fast kampflos entgehen. Für die, Das die finde lieber ich ein immer bisschen eine mega friedliche gute, Aspekte ja, suchen. das finde ich aber eine mega gute Option, muss ich zugeben. Mhm. Ich habe das immer sehr geschätzt, wenn mir ein Game die Möglichkeit gegeben hat, dass ich nicht muss kämpfen. Das habe ich immer sehr gut gefunden. Tust du dann generell nachher die kampflose Variante bevorzugen, Steffi? Nicht unbedingt. Wenn ich natürlich in Stealth Mode zum Beispiel kann gehen, also ich spiele ja sehr gerne aber Rogue bzw. Assassin, und wenn ich dann jemanden von hinten kann angreifen kann, dann mache ich das so. So aus dem Schatten raus. Aber Okay, ich muss okay. natürlich schon So eine, sagen, ja? ja, ja. Ich muss natürlich schon sagen, wenn du die Möglichkeit hast, zum schnell an einer Gruppe vorbeizukommen und jetzt wirklich mal keinen Bock hast zum Kämpfen, weil es immer so ein bisschen das Gleiche ist, dann ist es mega praktisch, wenn du einfach kannst, im Stealth-Mode dran vorbeilaufen. Ja, und vielleicht hast du mal einfach keine Munition mehr, nichts mehr. Oder Oder ich so, meine, was genau. willst du denn? Ja, Ja, dann wird es sehr, sehr schwierig. das ist ja so. Ja. Und ganz schwierig kann auch ein nächstes Spiel sein, wo du vorstellst, das ich auch schon spielen durfte. Und dort, es wird ein bisschen belächelt von denen, die es nicht kennen. Und die, die es kennen, die schwören drauf. Steffi, Das ist ja so. was ist Entweder jetzt? ist man ein riesen Fan davon oder man schüttelt den Kopf drauf. Und zwar geht es um einen Farming-Simulator. Ihr kennt es sicher alle schon vom Hören sagen. Es ist ja auch das berühmteste Schweizer Game überhaupt, was wirklich international bis, glaube ich, in die hinterletzte Ecke geschafft hat. Ein wahnsinnig beliebtes Game tatsächlich, auch hauptsächlich gerade bei Bauern. Ob man es denkt oder nicht, aber gerade vor allem aufgrund von der ganzen Geräte und Maschinen, die man in diesen Games halt kann spielen kann, die im Normal Life so brutal teuer wären, dass man sich selten mal leisten kann, ist es natürlich für eingefleischte Bauern und Landwirtschafts ja, wie sagt man denen, Pfleger, sage ich jetzt mal, ein wahnsinniges Highlight, das auch in einem Game mal ausprobieren und spielen. Und ja, jetzt ist tatsächlich der Farming Simulator 23 angekündigt worden für Nintendo Switch wieder und das Mobile. Also es kommt immer so ein bisschen abwechslungsweise, so ein bisschen in einem Zyklus. Das letzte Farming Simulator, das Farming Simulator 22, ist ja für einen PC und für Next-Gen-Konsolen gewesen. Und jetzt das Farming Simulator 23 ist jetzt für Nintendo Switch und für Mobile tatsächlich. Und ja,
Es hat ein paar ähnliche Neuheiten wie auch beim Farming Simulator 22. Zum Beispiel hat man neue Feldfrüchte, also neu dazugekommen sind Weintrauben, Oliven und Sorghumlinsen. Also total hast du jetzt 14 Feldfrüchte. Aber es hat auch 2 neue Karten. Die US-Karte ist Amberstone und die europäische Karte ist Neubrunn. Also es ist inspiriert von existierenden Orten, aber so, wie es im Farming Simulator dargestellt ist, gibt es nicht 1:1. Man hat über 100 authentische Fahrzeuge und Werkzeuge von weltbekannten Herstellern. Es hat jetzt ein erweitertes Management, also erweiterte Managementoptionen durch Produktionsketten. Das ist natürlich auch super spannend, wenn man da mal das Ganze zum Laufen gebracht hat, sage ich jetzt einmal, und dann einfach zum zuschauen, wie das eigentlich jetzt so funktioniert und einfach mal läuft. Und du hast das wie selber gemacht. Ich finde das grossartig. Dann hat es neue Nutztiere. Zusätzlich zu Kühen, Schweinen, Ross und Schaf gibt es jetzt neu auch Hühner. Also die Hühner müssen natürlich dann auch regelmäßig gepflegt werden, beziehungsweise die Eier müssen auch eingesammelt werden, dass sie nicht kaputt gehen. Es gibt zusätzliche Mechanismen auf den Feldern, wie zum Beispiel Unkrautentfernung und Pflügen. Und wie gesagt, hat es einfach eine wahnsinnig offene, weitläufige, saisonale Welt. Und eben, jetzt wie beim Farming Simulator 22 hat es verschiedene eben, saisonale visuelle Effekte. Wie zum Beispiel eben dieses, also ich habe es aber nicht gespürt, ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, mit visuellen, saisonalen Effekten ist gemeint, dass sich zum Beispiel auch Blätter verschwärben und so weiter. Vielleicht weißt du dort mehr, Cyril. Ja, also einerseits hat es natürlich mit den Mods damals schon Abhilfe gegeben, dass man kann, die ganzen Jahreszeiten reinnehmen und Regen und so weiter dann eben halt alles ein bisschen dunkler erscheinen lassen und ja, der Traktor, wenn man heimkommt, dann doch ein bisschen dreckiger ist, als er sollte sein. Aber das ist halt das Tolle, oder? Dann nimmt man einfach den Hochdruckreiniger führen und das ist so etwas Befriedigendes, wenn der nachher wieder glänzt. Da kann man ein bisschen Powerwash-Simulator spielen, im Farming-Simulator drin, in diesem Fall. Genau, den Wow. brauchst du dann gar nicht, der ist schon drin. Ey, Das ist so toll. fantastisch. Verdammt gut. Ja, das war die kurze News zum Farming Simulator 23. Man weiss, glaube ich, noch... Oder, mal stimmt, man weiss, wenn er rauskommt. Wir haben ihn nämlich auch schon bei uns im Shop. Und ich tue euch das sehr gerne verlinken in den Shownotes, dass ihr das schon vorbestellen könnt. Ja, das wär's. Super. Ich freue mich auf einen neuen Farming Simulator, obwohl ich mit dem alten noch gut bedient bin. Mal schauen, ob da meine Kollegengruppe wechselt. Aber die haben da sich einen super Bauernhof zusammengebaut. Und ich bin einmal dort wirklich mitgegangen und es ist extrem lustig. Also für all die, die es wirklich belächeln, probiert es zuerst einmal aus. Es ist seltsamerweise sehr, sehr, sehr witzig und man ist schnell drin, wenn man Leute hat, die einem ein bisschen helfen. Und ja, wenn man so mal kann, das Korn reinholen miteinander, extrem witzig gemacht, wirklich toll. Ich kann mir das mal. durchaus vorstellen. Aber was ich mir eher frage, so, hast du auch noch ein Leben oder tust du nur arbeiten und zocken? Weil du spürst ja unglaublich viel. Hey? Ja, also ich bin auch einer, der spielt sehr viel, nur ganz kurz. Also ich wechsle sehr, sehr viele Minigames. Gehe aber auch wieder gerne zu altbewährtem zurück zwischendurch. Aber ich meine, bei dir ist es ja nicht anders. Du hast ja so viele Indie-Games gezockt, oder? Die sind ja bekanntlich nicht so lang und dann steht schon wieder das nächste vor der Tür. True, Also, du bist auch nicht stimmt. besser. Das stimmt, gib dir recht. Ja. Aber hey, Aber du das hast ist uns ja noch die eine Freude, die schöne wir haben. News mitgebracht, wo zwar nichts mit Gaming zu tun hat, aber da wir ja unser Nerdversum auf brack.ch aufbauen haben, beziehungsweise nach Neues dazukommen, also kommt, ich tue es einerseits gerne auch in den Shownotes verlinken.
Andererseits dürft ihr sonst gerne noch selber schauen. Einfach brack.ch/nerdversum eingeben. Ist ganz einfach. Und dann kommt ihr so ein bisschen auf eine Sammelseite, wo wir eben alles ein bisschen auf einer Landingpage zusammengetragen haben, wo mit einem Thema jeweils zu tun hat. Und ja, Herr der Ringe ist auch so ein Nerd-Thema. Genau, ja. Und so weit weg ist es ja nicht einmal von Gaming, weil es könnte ja sein, dass es mit dem neue Games gibt, weil Warner Brothers hat sich recht an einer neuen Verfilmung, also nicht neue Verfilmung, aber neue Zuerst Film. kommt ja noch Gollum raus, der ja seit irgendwie 3 Jahren angekündigt ist. Ja, Gollum kommt noch und nächstes Jahr kommt noch The War of the Rohirrim raus. Also die ganzen Reiter von Rohan, das kommt nächstes Jahr auch noch von Peter Jackson. Das wird das Ganze ein bisschen abrunden, die ganze Geschichte und die Blase um das dritte Zeitalter mit Frodo, Aragorn, Sauron und so weiter und so fort. Aber wichtig, dass du das sagst, ja. Gollum als Game, War of Rohirrim als Film und dann vielleicht eben auch nochmal ein Game daraus raus. Und jetzt kommen nochmal neue Filme, mehrere, weil eben Warner Brothers hat sich die Rechte an den Herr der Ringe Teil von die Embracer Group gesichert, wo kürzlich Middle-earth Enterprise aufgekauft hat. Und ja, es steckt sehr viel Hoffnung dort drin. Ich bin ein riesengroßer Herr der Ringe-Fan. Steffi, wie sieht es bei dir aus? Also ja, alle Filme mehrere Mal angeschaut. Ich habe damals, wo der erste Teil ist, also die Gefährten in die Kinos gekommen ist, wo ich natürlich schauen habe ich gefunden, so, oh mein Gott, es beruht auf einem Buch, ich muss das Buch lesen. Aber kannst du dir vorstellen, mit 11 Herr der Ringe lesen, vielleicht gerade ein bisschen komplex. Ich habe es immerhin bis in die Hälfte geschafft, aber ich finde Herr der Ringe eine wahnsinnig spannende Welt, also das Universum, das der Tolkien dort erschaffen hat, das ist einfach, also das ist so das grosse Vorbild für, glaube ich, alle, die Fantasy-Romane selber auch schreiben. Also das ist wirklich crazy. Genau, ja. Und ich kann auch kaum darauf warten. Ich hoffe, dass es nochmal so toll wird wie Herr der Ringe. Und lustig, ich hatte den gleichen Ansatz gewählt wie du. Ich bin auch zuerst ins Kino und habe mir dann Bücher gekauft. Ich bin allerdings dann schon 14 gewesen. Also ich habe schon ein bisschen eher den Zugang gehabt und ich habe die Bücher wirklich verschlungen gehabt. Und dann habe ich nur noch gewartet, bis die nächsten Filme rauskommen. Aktuell bin ich wieder am Lesen in der anderen Fassung. Es gibt ja 2 deutsche Übersetzungen. Unbedingt lesen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und Herr der Ringe hat ja auch ganz, ganz lang, also viele Jahrzehnte lang als unverfilmbar gegolten. Und für das muss man ja eigentlich sagen, ich meine, eben, also der erste Teil ist jetzt immerhin schon 12 Jahre alt. Nein, 22. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 22 Jahre. Wir sind alt. Wir sind richtig alt. 22 Jahre ist der erste Teil her, wo er rausgekommen ist. Yes, das geht. Sorry Leute, alle, die sich jetzt gerade alt fühlen. This was not my intention. Nein, aber für das muss man sagen, sind die Filme ja nach wie vor von den Macharten, von den Special Effects her fantastisch. Also Wahnsinn, das kann sich echt noch immer zeigen. Aber wenn ich mir denke, was halt jetzt gleich in den letzten 22 Jahren noch gegangen ist an Möglichkeiten im Filmbereich, dann müssen die also ordentlich abliefern. Aber wenn die Story wird nicht gut, weil ich habe wirklich mega Schiss bei diesen weiteren Filmen, dass sie wie sich etwas aus den Fingern saugen, wo irgendwie nicht so richtig in die Lore reinpasst oder keine Ahnung, dass sie irgendwie einfach die Kuh melken wollen, weißt du, was ich meine? Ich hoffe einfach, sie den Stoff richtig verwerten. Und im Silmarillion, hast du ja erzählt, gibt es ja einige Hinweise auf die Elfenwelt, dort, wo sie am Schluss von Herr der Ringe weg sind. Genau, ja. Und die unsterblichen Lande, ja, genau. Genau.
Also die Silmarillion gelesen haben, Hut ab. Ich habe es in die Hälfte oder so geschafft. Es ist ein extrem komplexes Buch mit sehr, sehr vielen Zeitsprüngen, sehr, sehr vielen Namen, die immer wieder wechseln. Sicher das schwierigste Buch von Tolkien zum Lesen, aber halt auch eine super Quelle halt, um ein bisschen die ganze Entstehung von Arda, also die Welt, wie sie heißt, zu verstehen. Und lustig aber, weder Ringe der Macht von Amazon noch die neuen Filme dürfen darauf zurückgreifen, weil das Silmarillion gehört zu Tolkien Estate, wo die Rechte dran halten. Also wir werden nichts von irgendwie im 0., 1., 2. Zeitalter sehen, sondern vom 3. Zeitalter. Also die ganze Geschichte eben um Frodo, Gandalf, vielleicht mal Tom Bombadil. Wäre mega toll, ich würde mich Ui. extrem freuen. Das wäre lustig. Weil das könnte man auch mal noch ein bisschen auskleiden. Crazy Oder die ganze Dude. Geschichte von diesen ja, 5 Zauberer oder wo kommen die hin, was ist mit diesen 2 Blauen, wo sind die eigentlich abgeblieben und so weiter. Ja. Ein bisschen hoffen lässt, dass einerseits das wieder von New Line Cinema entwickelt wird, wie anno dazu mal schon, gehört ja zu Warner Brothers Filmstudio. Und Peter Jackson, seine Frau Fran Walsh und Drehbuchautorin Philippa Boyens, wo an Herr der Ringe und Hobby beteiligt sind, die haben auch schon Interesse gezeigt gegenüber Warner Brothers. Mal schauen, vielleicht sind die ersten Gespräche schon am Laufen. Ich würde mir erhoffen, wünschen, dass sie das nochmal machen, weil sie haben immer versucht, so nah wie möglich den Geist vom Tolkien einfach einzufangen und Herr der Ringe zu bewahren, so wie es ist. Mhm. Und das, so wie du das gesagt hast, Steffi, eben Herr der Ringe unverfehlbar. Sie haben es geschafft, sie haben einerseits die ganzen Buchfans zufriedengestellt, als auch die ganz neu generiert. Das muss man zuerst mal schaffen. True. Dann, ja, was passiert jetzt genau? Man weiß es noch nicht so richtig. Es ist noch nicht ganz offiziell. Die einen Quellen sagen, ja, es handelt im 3. Zeitalter. Andere Quellen sagen, ja, das ist bislang nur ein Gerücht. Wir sagen jetzt mal, es ist noch ein Gerücht ohne Bestätigung. Ja, Herr der Ringe im 3. Zeitalter. Eben, es hat noch ein paar Arcs, die noch nicht ganz abgeschlossen sind dort, aber ich glaube nicht, dass man wird anknüpfen direkt, weil der Film hört eigentlich damit auf, dass ja der Sauron bezwungen wird und dann eigentlich der Turm umgeht und der Frodo eben ins unsterbliche Land geht mit dem Gandalf zusammen und den Elfen. Und ein Und Bilbo. das ist ohne Bilbo, Ja. genau, danke. Und das läutet das 4. Zeitalter ein. Also wenn, dann müsste es irgendwo etwas vorher sein oder noch etwas dazwischen. Vielleicht auch neue Charaktere. Ich hoffe trotzdem irgendwie, dass wir die Alten nochmal sehen. Vor allem, wenn man ein bisschen auf Instagram unterwegs ist und Elijah Wood und Co. folgt. Die hocken immer noch sehr, sehr oft und sehr, sehr verdächtig zusammen. Ist das so? Nach, das Wirklich? ist es so, ja. Ah, Vielleicht spannend. ein Hinweis. Man weiß nicht. Natürlich verstehen sie sich auch super, oder? Aber die Hoffnung ist da. Was würdest du dir persönlich wünschen, Steffi? Eher etwas komplett Neues oder doch nochmal die alten Charaktere, das 3. Zeitalter, irgendwo etwas? Schwierig zu sagen. Ich fand alles, ehrlich gesagt, spannend. Also, ich muss zugeben, ich bin nicht Fan von Frodo. Der Frodo ist so meiner Meinung nach der wohl nervigste Hauptcharakter in der Gesamtgeschichte der Filmologie. Ja, Jetzt aber. aber also ich muss sagen, eben die ganze Geschichte, also ja, aber erst zweites Zeitalter würde mich sicher auch mega interessieren. Ich weiß nicht, an die Amazon-Serie, die im Moment gedreht wird, von der habe ich so viel schlecht, also ausgespielt wird, von der habe ich so viel Schlechtes gehört, dass ich gar nicht wirklich große Lust habe, die zu schauen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber mir würde es halt schon so ein bisschen interessieren, wo die Story, die Welt, die der Tolkien erschaffen hat, ist so unglaublich groß, komplex und von wo kommen überhaupt all die? Also, wie sind ja die Zauberer entstanden? Also der Gandalf zum Beispiel, der allein, der wird wahrscheinlich zig Bücher füllen mit seinen Erlebnissen und so, wo er, also mit all den Abenteuern, die er schon erlebt hat. Oder? Also, und er ist ja auch schon der Graue und das ist ja auch schon relativ weit fortgeschritten, oder? Also vorher ist er der Braun Mhm. und gibt ja diverse Farben und
ja, wie ist er zu dem geworden, wo er also wo er jetzt ist? Oder wie entstehen überhaupt Zauberer? Also sind das früher mal normale Menschen gewesen, oder wie muss man sich das vorstellen, oder? Und Mhm. von wo kommen die Elfen und von wo und das weiss auch nicht, irgendwie, ja, so die Original Story von den Zwergen oder von den Hobbits, I don't know. Es gibt noch so unglaublich viel zu erzählen. Aber eben natürlich auch, was sind das für unsterbliche Lande? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sind die Leute, die dort, also eben die Elfen, die dort wohnen, leben, sind die, also klar, die Elfen an sich sind ja schon unsterblich, aber sind Leute, die nach dorthin gehen, eben Hobbits, Zwerge, auch unsterblich? Oder Menschen? Oder ja, wie ist das? Also, Mhm. wenn ich Also, wirklich nicht mehr muss sehen, ist der Frodo. okay. Der arme Elijah-Wood. Ja, nein, sorry, der hat mich so genervt während dieser ganzen 3 Filme, habe ich mich jedes Mal also vor allem, wenn ich irgendwie Filme mal für mich allein geschaut habe, habe ich mich zum Teil wirklich sehr müssen zusammennehmen, dass ich die Szenen nicht skippe oder während dieser Zeit nicht aufstehe und irgendwie etwas anderes machen, wo ich finde ihn einfach unglaublich nervtötend. Er ist so ein Opfer, sorry. Okay, Ah. okay. Ja, er muss sich natürlich auch oft helfen lassen und er hat die schwierigste Bürden, oder? Geben wir ihm ein bisschen Verschnaufpause. Ja, Der ich arme weiß. Frodo. Ich weiß, er hat es nicht einfach mit dem Ring um sich herum. Ich weiß Mhm. das, aber für mich ist der Wahrheld immer noch der Sam. Ja, ja, ich Ja. glaube, da wollen wir uns ja nicht drum streiten. Darum ein bisschen mehr Details zum Sam vielleicht noch. Aber das wird halt alles auch extrem schwierig, weil der Tolkien hat alles so ausgefeilt und austüftelt. Es gibt ja jenste Anhänge und so kleine Schriften noch, wo er irgendetwas dazugeben. Also auch was nach Herr der Ringe passiert, ist eigentlich schon gesagt. Und also für die es nicht wissen, der Sam geht zum Beispiel auch mal noch zum Frodo in die unsterblichen Lande. Der Legolas geht zusammen mit dem Gimli über. Das Spoiler! passiert alles noch viel später. Und noch geschwind ähm, zu den Zauberern, dass wir das noch geschwind abhaken können. Es sind eigentlich keine Menschen, sondern Maiar, also eher so etwas richtig unsterblich, götterähnlich, elfenähnlich, so ein bisschen in die Richtung. Darum sind sie auch relativ groß. Äh, aber wenn man dort noch mehr Details hätte, ja, würde ich auch unterschreiben, dass man da ein bisschen einen tieferen Einblick noch bekommt. Was ist mit dem Zirkel von diesen Istar, diesen Magier genau Mhm. passiert? Oder warum ist der Sauron so abtrünnig geworden? Ähm, eine Möglichkeit, die ich noch gesagt habe, da habe ich allerdings auch müssen googeln, weil den Anhang kenne ich tatsächlich nicht. Es gibt eine 13-seitige ähm, Fortsetzung, in Anführungs- und Schlusszeichen von Herr der Ringe. Eine Weitererzählung, die heisst «Der neue Schatten». 13 Und Seiten. 13 Seiten nur, der Das ist ja Tolkien hat's super nämlich wenig. er hat's verworfen gehabt, ja. Er hat es nicht toll gefunden. Es Ah, geht um die Geschichte vom Eldarion, Aragorn sein Sohn, 105 Jahre nach dem Fall vom Turm von Sauron. spannend. Und der Tolkien selber hat es einfach nur finster und deprimierend gefunden und darum ist es bis jetzt 13 Seiten geblieben. Ja. Aber Okay, es hätte Potenzial noch dort. durchaus. Wie geht denn der Film 13 Stunden, oder wie? So wie wir den Peter Jackson kennen, werden es wahrscheinlich 9 Teile daraus werden. Je Oder so. weniger Seiten, desto mehr Teile. Ungefähr, ja. Wobei, dann muss ich sagen, also klar, wie Herr der Ringe hast du nicht alles können verfilmen. Beim Hobbit Mhm. ist halt jede einzelne Szene verfilmt worden. Darum hat Ja. es sich halt so lang gezogen. Aber ist natürlich auch schön, wenn irgendwie so alles so originalgetreu verfilmt wird. Ja, ich finde es Fanservice. Ich habe auch Hobbit Ja, gerne gehabt. Ist Hobbit habe ich etwas gut gefunden. Schönes, zum so einfach mal schauen. So, ja. Ja, und jetzt haben wir trotzdem noch ein paar, oder einen Aufreger, Steffi, Genau, wo du uns einen näher Aufreger habe bringst. ich noch. Gut. Genau, eins, also das war einfach mit dem Buff. Da kommen wir jetzt zum Crit. Genau, und zwar ein rachsüchtiger Fan, der so richtig auf ein Aufbauspiel abgesehen hat. Beim Game handelt es sich um Workers and Resources, Soviet Republic. Das Game ist 2019 erschienen. Ist ein extrem nischiges Game, wie man sich ja schon vom Namen kann denken kann. Es ist von einem Indie-Entwickler von 3D Vision. Und das hat eine sehr eingeschworene kleine Community tatsächlich. Also man probiert
eine funktionierende Stadt in der Sowjetunion aufzubauen während dem Kalten Krieg. Also eben wirklich ja, nicht ein Thema, das aller Welt anspricht, im Gegensatz eben zu einem Civilization 6. Und jetzt ist das Game spurlos von Steam verschwunden. Und What? zwar, und zwar gibt es ich will ihn eigentlich gar nicht Fan nennen, weil wer so Fans hat, braucht keine Feinde mehr. Das ist ein Spieler, der sich selber auch als Modder bezeichnet. Der hat einen Guide geschrieben, wie du das Game, also das Workers and Resources, so ein bisschen im realistischen Modus kannst spielen. Und er nennt es Cosmonaut Mode. Jetzt hat aber, Okay. also der Guide, den gibt's, den hat er veröffentlicht und so weiter. Und jetzt ist aber 3D Vision parallel dran, selber einen realistischen Modus am Bauen. Und jetzt hat der Hardcore-Fan, sage ich jetzt halt gleich, irgendwie das Gefühl, dass das seine Idee sei und sein geistiges Eigentum. Und weil der anscheinend gleichzeitig auch noch Rechtsanwalt ist, also anscheinend, irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen, nutzt er jetzt so ein bisschen seine Position aus und sein Wissen, um ja, das Game so richtig ja, fertig zu machen. Also, es ist überall auf YouTube verschwunden durch Copyright-Strikes. Es hat einen Strike bekommen, also DMCA-Verwarnung. Also DMCA ist die Digital Millennium Copyright Act. Also so wie man zum Beispiel auf YouTube oder Twitch nicht einfach irgendwelche Musik verwenden darfst du eben wie zum Beispiel auch nicht ja, Bild- und Filmmaterial von anderen benutzen für dein eigenes YouTube-Video oder für dein eigenes Game oder wie auch immer. Also es muss von dir selber erstellt sein, sozusagen. Und ja, jetzt hat das so weit gebracht, dass das überall verschwunden ist, von YouTube bis zu Steam. Und ja, die Entwickler waren natürlich also zuerst sehr pisst und mittlerweile einfach nur noch enttäuscht. Vor allem, Verständlich. weil ja, also ihnen wird ja Diebstahl vorgeworfen und so Sachen. Und sind wir ehrlich, also ein realistischer Modus ist jetzt also in so einer Art Game jetzt nicht wirklich super abwegig. Also dass sie selber schon von Anfang an mit dem Gedanken gespielt haben, das irgendwann mal zu implementieren, das ist jetzt nicht so aus den an den Haaren herbeizogen eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall hat jetzt er aber das Gefühl, er müsse unbedingt in den Credits genannt werden. Und 3D Vision hat dann gefunden, so, ja, das können wir machen, sobald der Realismus-Modus draussen ist, können wir euch gerne in den Credits erwähnen, was sie ja eigentlich nicht einmal müssten, oder? Aber sie haben gefunden, ja, machen wir. Aber jetzt hat der Rechtsanwalt, sage ich jetzt einmal, sich wirklich sehr feindselig ihnen gegenüber verhalten und auch gefunden, er will sofort genannt werden und nicht erst, wenn es so weit ist und so. Ach, auf jeden Fall ein richtig mühsames Drama einfach nur. Und ja, eben, also ich meine, seien wir ehrlich, jetzt kommt kein Geld mehr rein für die Entwickler, wo das Spiel ja nicht mehr verkauft werden kann, oder? Also, wenn das Spiel nicht so schnell wie möglich wieder zurück zu Steam kommt, dann könnte es durchaus sein, dass da erhebliche finanzielle Schäden auf das 3D Vision warten. Weil sie müssen sich ja irgendwie auch wieder rückfinanzieren können. Ja. Ja. Und Hoffen wir. vielleicht hat er genau das wollen, weiß es nicht. Also ist Ja, die Problematik ruhig. dort, und man muss natürlich auch sagen, dass es vielfach durch Bots passiert, gerade bei Strikes und DMCA-Verstößen, dass wenn man jemanden meldet, dass da ein Bot in sich einschaltet und zuerst mal alles abnimmt, bevor es dann wirklich von einem richtigen Menschen geprüft wird. Am 9. Februar ist es, glaube ich, haben sie Kontakt aufgenommen mit den Verantwortlichen. Ja, aber mehr weiß man noch nicht. Also, ich hoffe wirklich, dass das ganz schnell wieder zurück auf Steam kommt, schon allein für das Indie-Game-Entwicklerstudio. Und ja, das vielleicht auch ein bisschen, also ich bin normalerweise nicht so, aber dass dem, ja, dem Superfan auch ein bisschen Konsequenzen blühen, weil was der macht, ist ja wirklich schon auch fast rufschädigend. Also beziehungsweise umsatzschädigend auf jeden Fall, aber sicher auch ein bisschen rufschädigend. Und ja,
finde ich gar nicht schön, dass ein Mensch so viel Macht kann haben irgendwie. Ja, Es ist einfach nur das Leitwerk, ja. Und es total. schreit irgendwie auch ein bisschen danach, dass man dort ein bisschen eine Regulierung bräuchte, Mhm. was eben so Fan-Content, sagen wir jetzt mal, anbelangt für ein Spiel, dass dann das halt auch irgendwie zu den Entwicklern gehört, oder? Und die nachher noch können entscheiden, ja, machen wir jetzt daraus Geld, holen wir den neues Boot oder nicht. Und sonst soll man den Entwickler direkt angehen, wenn man sagt, hey, ich habe eine mega tolle Idee, ich würde aber gerne Geld haben dafür. Aber so wie der das macht, ist überhaupt nicht okay. Also, Es ist Entschuldigung. total daneben. Und ich finde es eben so, das richtig fiese Leitwerk, das ist, sorry, aber das braucht es doch nicht in unserer Gaming-Szene, ernsthaft. Mhm. Ja, einfach ein kleines Bubi, das einfach einmal hat wollte, ein Wie bisschen so ein tun. trötzeliges Kind, gell? Und Ja, ja, ich ja, bin voll. nämlich der Meinung, ganz ehrlich, der wird sich auch selber in einer sehr ja, dunkelgrauen Zone bewegen mit dem, was er macht, was das Rechtliche betrifft. Also, darum bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt mit dem Anwalt, ähm, Mhm. dass er Rechtsanwalt ist. Oder würde er sicher auch wissen, dass das, was er macht, ja, vielleicht auch nicht gerade so das Idealste ist, wenn es um Recht geht. Okay, ja, hoffen wir, dass sie den Streit einfach bald mal können beiseite legen und Ja, das Game wieder draufkommt und die armen Entwickler dann auch wieder ja, ein bisschen Lohn bekommen, oder? ja, Mhm, absolut. gut. Ja, so viel zu Crit. Mehr haben wir nicht, aber ich möchte euch noch ein bisschen laut vorstellen, beziehungsweise was für Game-Highlights haben wir bei uns im Shop im März. Wir haben einerseits Metroid Prime Remastered, wir haben WW2K23, wir haben Anno 1800 Console Edition, Resident Evil 4 Remake, von dem wir es vorher hatten, und was natürlich auch jetzt schon ein Weile draussen ist, also beziehungsweise im Shop ist PlayStation VR 2, wo man sich holen kann. Genau, das sind die Neuheiten bei uns im Shop. Ich selber habe mir nichts gekauft. Ja. Nicht Wohl. vor Hm? von alledem. Nicht vor zum Kaufen von der alledem, Nein, Steffi. tatsächlich nicht. Also ich Wieder weiß ja nicht, aber keine Anno 1800 wäre vielleicht das Einzige, was mich noch interessieren würde, aber auf der Konsole, nein, danke. Gute Werbung, gut gemacht, Steffi. Ja, sorry, aber Alles gut. so Ja, ja. Aufbauspiele auf der Konsole, ne, das ist so das PC-Game in meinen Augen, weißt du, was ich meine? Ja, kann ich dir schon folgen, ja. Aber Mhm. ich denke, es ist immer noch besser wie Civilization auf der Konsole. Stimmt, das gibt es ja auf der Switch, das habe ich gar nie gespielt. Hast du es mal gespielt auf der Konsole, also auf der Switch, Civilization? Nein, ja, wirklich nur auf dem PC. Ja, Okay. Ich stelle mir das weiß ein es bisschen nicht. mühsam vor. Also klar, auf der Switch hast du vielleicht Touchscreen, dann geht es vielleicht. Aber so mit dem Ja, Controller, I don't know. hm, ich glaube, ich bleibe beim PC. Danke. Egal. Aber für all die Consolieros und Consoliererinnen, keine Ahnung, wo wir draussen haben, haben die endlich auch mal die Möglichkeit, Ja, Anno Ich meine, zu schon spielen, allein, dass es die oder? Möglichkeit gibt, ist ja fantastisch. Ja. Ja, Cyril, Mhm. hast du uns noch irgendetwas Neues bei D&D oder so in deiner Section? Ja, richtig. Wir haben neu Pathfinder, zweite Edition, die ihr könnt auf brach.ch bestellen bei uns. Ist jetzt schon ein kleines Moment auf dem Shop, aber ich finde es ganz wichtig, dass die Leute das wissen, weil viele suchen jetzt ein bisschen Alternativen zu Dungeons and Dragons, nicht zum unbedingt das KLA, aber vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu schauen, über den Tellerrand raus zu schauen, wegen dem ganzen Eklat da. Open Gaming License etc., wo wir auch schon durchgehauen haben. Darum Pathfinder 2, zwei grösste Pen-and-Paper-Spiele, die es gibt, basierten ursprünglich auf Dungeons and Dragons 3.5. Man spielt zusammen mit 20er-Würfel und wir haben dort zum Beispiel auch eine Einsteigerbox online, wo ihr ganz einfach den Einstieg findet in diese Welt. Und viele Sachen kommen euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, aber es gibt zum Beispiel mehr Freiheiten bei der Rassen- und Klassenentwicklung. Also durchaus wert, dort dann auch mal reinzuschauen und vielleicht ein anderes System mal auszuprobieren. Ja, das war's von mir. Nice.
Ja, wunderbar. Merci vielmals, Cyril, für Sehr die gerne. Ausführungen. Und dann würde ich sagen, dann ist es das für diese Woche auch schon wieder gewesen mit unserem Podcast. Wir haben es recht lang gemacht, aber schaut es als 50-Episoden-Jubiläums-Special an, dass es die Folge ein bisschen länger geworden ist. Aber wenn wir den Cyril schon wieder mal hier haben, müssen wir noch ein bisschen reden, nicht wahr? Ah, danke. Ja, ich weiss, ich halte amigs Monolog. Das ist schlimm. Das ist ja gut so. Besser als jemand in einem Podcast, der nichts zu sagen hat, oder? Ja, wir sind ja alle Nerds, oder? Genau, so ist es. Genau. Genau, du bist nächste Woche auch noch mal da. Mhm. Freue mich schon wieder drauf. Aber vorher gibt es am Tito. Dienstag nochmal eine Runde Klemmbausteine mit dir auf Mhm. Twitch. Wir haben am Mittwoch den nächsten Troy's Tech Talk. Schaut unbedingt dabei. Der letzte war ja eine mega geile Sache, wo der Troy euch wieder etwas Neues vorstellt, wo ihr auch gleich live könnt Fragen stellen zum Produkt. Dann am Freitag bin ich wieder am Start mit Gameplay. Dort muss ich selber schauen, ob ich Hogwarts Legacy anfangen mit euch oder ob wir bei der Escape Academy weitermachen. Ja, das muss ich noch entscheiden. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne restliche Woche und dann hören wir uns in der Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Yes, so, meine Lieben, dort kann ich hier Nice. abstellen. Also nicht den Stream abstellen, aber Gerade Audacity alles abstellen. abstellen. Nein, das schon nicht. Raus! Nein. Nein. Das Deadhampton hat nämlich mal noch geschrieben, es lohnt sich nicht, da die Amazon Herr der Ringe-Serie zu schauen. Ich würde nichts verpassen. Weiss nicht, hast du sie gesehen, Cyril? Auch nicht. Ich habe irgendwie Gell? so Angst, mir das Universum versauen zu lassen. Ja. Also irgendwie ist es ja doof, wenn man es nicht schaut, oder? Da kann man ja Ja. eigentlich auch nicht richtig Stellung dazu Irgendwie ja, beziehen. irgendwie nein. Ui! Busraurtag. Hui, was ist denn das für ein Name? Merci vielmals für die Follow. Herzlich willkommen bei uns. Schön, bist du da. Herzlich willkommen. Merci. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, mir geht es aber ähnlich. Und ja, ich finde ja eigentlich Herr der Ringe so ein tolles Universum. Und wenn ich dann höre, dass eine Serie nicht gut ist, dann tut mir das weh. Gut, ich meine, Amazon ist auch einfach dämlich gewesen, oder? Was spielt sie im ersten zweiten Zeitalter irgendwo? Und sie haben Ja. recht nicht an Silmarillion. Also es ist einfach nur dumm, oder? Worauf willst du dich dann beziehen? Da musst du etwas Neues entwickeln ja, und dann greifst du etwas, genau so ja. in die Scheisse. Genau, das ist das, was ich gemeint habe, warum ich ein bisschen Angst habe, jetzt, wenn es Fortsetzungen gibt und so weiter von Herr der Dinge, weißt, dass sie wie sich, aber dass sie nicht wissen, auf was sie sich beziehen können. Aber dort ist ja mit den Rechten eher geregelt. Aber stell dir Ja. vor, also, ja, also als ich das erste Mal gehört habe, es gibt Fortsetzungen von Herr der Dinge, habe ich wirklich, mein erster Gedanke war so, no, es ist einfach jetzt wird die Kuh auch noch gemaucht. Ja. Ah. Lass mein Universum in Ruhe. Ja, ich meine, es hat noch so viele Lücken, weißt du, was ich meine? Es gibt noch so viel zu Ja. erfahren und man hat so viele Fragen. Wenn man Herr der Ringe geschaut hat, hat man so viele Fragen einfach, wo man gerne neu wieder beantwortet haben. Andererseits ist ja das auch gerade so ein bisschen der Reiz, was so ein Universum ausmacht, dass man eben nicht alles weiss. Oder? Ja, das ist auch mal meine Genau. Meinung. Ja, und ich habe jetzt gerade gelesen, der Sir, eigentlich sogar Sir, lese ich gerade, er hat zweimal den Ritterschlag bekommen. Ian McKellen ist schon 83, also dass er den Gandalf nochmal spielt. Ui. Er würde sicher, aber ich weiß nicht, ob es noch anbringt. Also Ist ich doch meine, schon wie auch alt, ein wie alt stattliches ist der? Alter. Ja, ja, aber wie alt ist er gewesen, der 71 Dumbledore in dem Fall. gespielt hat? Aha, der Dumbledore. Ja. Also vor allem im Ah, ersten dann Teil. Weißt du, der erste? wäre der Der ist auch schon Richard relativ alt Harris. Oder das ist schon er. Ich glaube, ich schaue da den falschen nachher. Aber da, Michael Gambon. 82, oh ja. Eben, gell? Klar, das ist vielleicht ein dummes Nicht schlecht. Beispiel, weil er ist ja näher gestorben nach dem ersten Teil, aber aufgrund von einer Krankheit. Also wenn der Gandalf geschaut hat, nicht irgendwie krank ist oder so,
kann das gut sein. Es gibt ja viel, eigentlich gibt es doch total viel so alte Schauspieler, nicht? Ja. Die haben wahrscheinlich auch Zeit und Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, um sich mega gesund zu bewegen, sage ich mal, und das vielleicht ein Vielleicht, bisschen ja. einfacher ist. Also es wäre natürlich toll. Ich meine, der Ian McKellen ist einfach so perfekt, auch mit seiner Stimme, oder? Ich finde, das hat so etwas Umarmendes, so etwas Warmes und so Oh ja, etwas das stimmt. Füllendes. Das ist Aber wirklich zum toll. Beispiel der Jonathan Banks, er spielt der Mike Ehrmantraut bei Ah, Better ja. Call Saul. Ja. Also das ist ja auch so einer von meinen Serienlieblingen. Der ist auch schon 76, weißt du? Also, Ah, Jesus, ja, ja. tatsächlich. Das hätte ich ihm jetzt aber nie gegeben. Mal, ich Dass der finde schon schon, er so sieht alt relativ ist. alt aus, ja. Also Ja, klar, aber ich hätte bei, gedacht 60 oder so. bei Breaking Bad ist er natürlich noch ein paar Jahre jünger, aber dann bei Better Call Saul ist er 76. Also, ja. Also ich habe Better Call Saul nicht gesehen, aber Breaking Bad. Wann ist ein Breaking Bad rausgekommen? Ist das Er hat schon ein 13? paar Okay, Jahre schon klar, her. ich Ja, sehe ja, ja, dort ja. älter aus. Ja, ja. Aber er ist ein Okay, grossartiger Schauspieler auch, muss man wirklich sagen. ja, Habe ihn unglaublich gerne. Top-Mimik. Ja. Mhm. Ja, wobei viel Mimik zeigt er ja nicht. Er ist immer so ein bisschen der... aber das musst du ja auch zuerst mal können, weißt Ja, eben, das ist genau der Punkt. Ja. ja. Nee, Ohne ich finde, Gesicht verziehen so viel ja, aussagen. total. Ja. Er ist wirklich fantastisch, ihn unglaublich gern. Aber ja, also, ich meine, ja, es müssen ja auch ältere Menschen in Filmen und Serien gespielt werden, oder? Also, klar, du Mhm. kannst du das mit Maske machen, aber wenn es natürlich noch ältere Schauspieler gibt, die so fit sind, dass sie es selber machen können, ist natürlich auch geil. Und wir haben noch Deepfake sonst. Genau. Ich muss filmen. Wenn gar nicht mehr geht, haben wir noch Deepfake. Oh Und Gott, please no. wie heißt der schon wieder, der Gollum gespielt hat? Benedict Andy Cumberbatch. Serkis. Aha. Der Andy Serkis, der müsste natürlich nochmal da sein, wenn der Gollum nochmal käme. Was hat Der der sich noch so Benedict gut kann bewegen. Cumberbatch gespielt? Hm? Der hat doch auch irgendetwas in die Richtung gespielt. Der Benedict Cumberbatch. Ah, nein, er hat den Smaug gespielt. So doof. Wer, wo, was? Der Benedict Cumberbatch hat Smaug Ah, gespielt. Der Drache. vertont, ja. Ja, Okay. jetzt haben sie es verwechselt. Weiß auch Ja, nicht warum. Namen ist bei mir immer schwierig. Und wenn Ja, wir bei schon mir mal auch. Bilder zeigen, geht es immer besser. Also, So beim Smaug hilft es nicht. du kannst mir irgendeinen Namen sagen von einem Schauspieler. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nicht kenne, ist 99%. Aber Bilder, Gesichter oder die Stimmen, die erkenne ich dann schon relativ gut. Aber Namen ist bei mir wie so ein blinder Fleck in meinem Hirn. Ich kann mir auch keinen Namen merken. Schon, ja, Ja. sind wir im gleichen Boot. Mhm. Sind wir wirklich im gleichen Boot. Ja. Ich hoffe, jetzt die Demo kommt raus von Resident Evil 2 doch recht cool. Hey, hör auf. Ich habe die ganze Zeit Lust, um wieder Link's Awakening weiterzuspielen. Oder Herr der Ringe, Dings, nicht Herr der Ringe, Hogwarts Legacy. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht für alle lieben Chat, die hier noch am Zuhören sind. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, ob ich Hogwarts Legacy streamen oder nicht. Wo ich noch mit ihr auch ein bisschen Respekt hatte von der ganzen Meute, von diesen Boykott-Meuten, die auf Twitch unterwegs sind, wo ich einfach das nicht unbedingt muss haben. Aber anscheinend hält es sich zumindest in der Schweiz sehr in Grenzen. Und darum gebe ich dem vielleicht am Freitag mal einen Versuch, dass wir so ein bisschen wieder den ersten Teil von Hogwarts Legacy mal zusammen uns anschauen. Weil wir haben nämlich auch noch etwas Cooles für euch. Ja, was wir euch gerne verlosen würden. Zusammen mit, also im Zusammenhang mit Harry Potter. Ja. Spannend. Was kann das echt sein? Tja, was kann das echt sein? Etwas Cooles. Kann das echt sein? Etwas mega Cooles. Aber ja, ja, ich würde sagen, Ja, jetzt haben wir genug geschnurrt, oder? Durchaus, ja. Vor allem hier bin ich sehr froh, da konnte ich nämlich meine Stimme ein bisschen schonen. Ja, nächste Woche bist du sicher wieder dann voll auf dem Damm, oder? Ich hoffe es sehr, wobei sich das eben auch recht kann hinziehen, wenn man die Stimme halt gleich oft benutzt. Und im Job, den ich noch habe, ich nutze halt meine Stimme sehr, sehr viel. Mhm. Und darum kann es natürlich sein, dass es sich bei mir ein bisschen länger hinzieht, bis meine Stimme wieder einigermaßen gut ist. Eigentlich sollte ich sie auskurieren, aber ich kann ja jetzt nicht einfach 3 Wochen gar nicht reden. Ja, was? Milch mit Honig und so Zeug? Milch. Oder?
Nein, Milch. Dann nimmst Nein, du Tee halt so mit einen Honig. Kräutli-Tee mit Honig. Ja, weißt du, wie oft ich das schon. Ich habe jetzt einen ganzen Topf Honig geleert. Hey, also. Nein, das reicht. Okay. Dann halt nicht. Aber ja, dann würde ich meinen, Cyril, merci vielmals, bist du da gewesen. Hat mega gefällt. Tito, Liebe ja, Leute, merci vielmals fürs Einladen. Chat, merci vielmals fürs Zuhören, fürs Lurken. Und dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen restlichen Montag, Nachmittag, Abend. Geht ja nicht mehr lange, dann ist schon Feierabend. Und denkt daran, der Cyril streamt morgen wieder am 1. Klemmbausteine-Stream, nicht wahr? Bist du eigentlich fertig mit dem Eiffelturm? Also hat Was Caro denkst du? fertig mögen? Ich sage Mm. nein. Nein, ich habe ihr aber gesagt, sie soll nicht fertig machen. Ah, Wenn ich dann schon, also sie hat ja zwar auch mit angefangen, aber ich habe jetzt am nächsten dran geboten, wollte dann fertig machen. ja, true, Aber, verständlich. ja. Kannst du die wahrscheinlich Flagge gibt's oben morgen noch einen draufsetzen? Switch. Mhm. Also morgen gibt es einen Switch. Ja, könnte sein, dass es noch einen Switch gibt. Ich muss schauen, wie schnell dass wir durch sind, So eine aber neue wir haben ja schon die Set. nächsten Sets parat. Also. Ja, ich sehe es. Da bin ich am Es Start. türmt sich schon im Twitch-Studio. Mega Mhm. nice. Ja, cool. Und eben nachher am Mittwoch Troy's Tech Talk am Start. Mega cool. Und am Freitag am Ace bin ich wieder da. Also, Hey. Leute, habt nicht Sorge. Merci vielmals fürs Zuschauen, Zuhören und für ein Follow. Und dann sehen und hören wir uns morgen. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen.